Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode oder zu einer weiteren Folge von Stagineers, einem Early Access Titel. Und es gibt schon diverse Tutorials und Let's Plays auf YouTube. Und ich bin auch einer davon. Beim letzten Mal waren wir dran an einer Luftschleuse. Die Batterien, die sind am Laden. Wir werden jetzt noch ein bisschen Eisen machen. Und zwar... Ach, ist schon ein Eisenblock da drinnen. Yep. Dann machen wir mal an und zack. So. Wir verbrauchen natürlich... Ja, das ist so eine... Er ladet und gleichzeitig verbraucht er. Also das ist eine komische Anzeige. So, jetzt... Ne. Ach, naja. So, hier werden schon ein paar Gase freigegeben. So, wir holen mal unterdessen mal die Sachen für die Luftschleuse. Zum einen brauchen wir einen Sensor, zum anderen einen Entlüfter. Oh. So, die Konsole brauchen wir dann noch, die Luftschleusensteuerung, die Rohrventil. Wozu dass ich die brauche, weiß ich nicht. Und die Diskette. Ja, dann machen wir das doch mal. So, den Sensor haben wir zurzeit einen Taglihtsensor, haben wir einen Bewegungssensor und dann können wir noch einen Gassensor machen. So, den schließen wir hier an und den Entlüfter bauen wir mit dem kleinen Kreuz hier an. Das ist der Stromanschluss. Der braucht noch große Rohre, die machen wir dann auch gleich. Und zwar brauchen wir jetzt noch die Konsole und die Platine. So, die Konsole haben wir hier schon einen Anschluss. Den können wir aber noch nicht bauen. Ja, wir können nicht das Gerät anschließen und in der Luft hängen lassen. In Wirklichkeit würde das gehen. Naja, gut. Dann müssen wir jetzt hier erstmal die Produktion abwarten. Wir setzen das mal hier rein, hauen das Eisen da rein, machen hier mal raus und hier gehen wir auf die Frames, bauen hier noch 1, 2, 3, mal noch 3 Frames für den Anfang und dann noch ein paar Eisen. 1, 2, noch ein bitte. So, stopp. Und jetzt noch ein paar Sheets. Da kannst du mal ein paar machen. Währenddem setze ich hier mal die Rahmen ein. So. Und so, lieber Kollege, stopp. Wir haben eigentlich noch recht viel zu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Stück brauche ich. Also noch 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stopp! Na gut, eine zu viel. So. Jetzt, warte mal, den Entlüfter. Ne, die Konsole haben wir hier. Und die Platine haben wir hier.
Also, den sollten wir jetzt eigentlich hier draufsetzen können und die Platine hier rein. So. Jetzt funktioniert das Ganze natürlich immer noch nicht, weil, genau, wir haben immer noch keinen Strom. Jetzt machen wir aber zuerst mal die Leitung, die Gasleitung. Rohrventil. Ich weiß nicht, wozu ich jetzt ein Rohrventil brauche. Beziehungsweise, ja, wir machen das mal. So. Und warum bei der Schleuse links und rechts solche Frames? Weil, Punkt 1, man kann die Konsole dann an die Seite machen. An eine normale Wand kann man ja keine Konsole machen, nur einen Bildschirm. Und zum anderen sind dann quasi die Verkabelungen und die Verrohrungen, die wir machen, schön verbaut. Hier auf dem Boden machen wir dann noch, werden wir dann noch Boden einsetzen. Das gibt es auch, aber ja, jetzt werden wir erstmal hier Rohr verbauen. Ich weiß nicht, ob das so geht. Oder ob ich da dann später noch ein bisschen weiter in den Raum rein muss kommen. Das werden wir dann anschauen. Ha. So. Ich wollte schon sagen, habe ich das Jetpack an. Ja. Ja. Das geht schon. Glaube ich. Was habe ich denn jetzt hier? Ein T. Ja, ich brauche sowas, genau. Wir gehen hier noch ein bisschen runter. Nee, Quatsch. Quatsch. Wir ersetzen den... Ach so. Ja. 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 So. Ah. Hier kann man splitten. Hier brauchen wir die Rohrzange zum das demontieren. So, und zwar bauen wir jetzt mal noch so ein Ventil ein. Ja. Genau. Und das sollte man hier sehen. Ja. Wunderbar. Ich setze hier unter das Ventil, setze ich einfach mal, damit es wirklich in den Raum reingeht, noch ne, das ist kein Bogen, das ist ein Bogen. So, setze ich noch so ein Rohr rein. Genau, weil dann geht es wirklich in den Raum rein. Das wird noch verändert, weil wir dann, wenn wir dann noch das können machen, werden wir einen Tank hier hinbauen, wo dann die ganze Sauerstoffzufuhr für die Schleuse reguliert. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt, denn jetzt können wir das gar noch nicht bauen. So, wir hauen einfach mal die Sachen hier hin, weil, ja, hier hätten wir noch Stahlplatten. So, gut, dann machen wir hier mal eine Stahlplatte noch hin. Genau, und jetzt brauchen wir den Wälzer, den haben wir
Ja, stromtechnisch sieht es nicht schlecht aus. Ich glaube, wenn wir das so lassen, könnten wir eigentlich die Dinger wieder mal zumachen. So, weil ja, die laufen im Prinzip. Und wir lassen auch die zwei großen Batterien drin. So, apropos, gut, Luftschleuse wäre an und für sich soweit fast bereit. Wir machen jetzt hier, genau, wir machen jetzt erstmal hier alles zu, weil wir haben eigentlich alles verbaut. Ich mache für euch das Licht an. Datendiskette, nee, machen wir hier mal zu. Hier haben wir das Schweißgerät. So. Und jetzt nehmen wir noch die... Habe ich jetzt... Oh. Genau, ich brauche euch. So. So, das können wir eigentlich mal zumachen. Weil da haben wir jetzt alles drinnen. So, und jetzt werdet ihr verstehen, was ich meine mit den Verkabelungen in der Wand. Jetzt schauen wir mal. Hier sehen wir keine Verkabelung drin. An der Decke können wir dann noch... Gut, an der Decke hätten wir das auch so machen können, aber dann hätten wir ein bisschen mehr Kabel gebraucht. An der Decke können wir dann auch noch was bauen. So, und das Problem ist halt, wenn wir das so bauen, ist, falls wir irgendwann mal was an der Verkabelung hier ändern müssten wir das alles wieder aufreißen. Darum, wenn ihr so baut, dann schaut, dass ihr das so baut, dass ihr nie mehr dran müsst kommen. Hier hätten wir jetzt zwar noch Zugang zu dem Ganzen von unten, ne, falls wir da noch was ändern müssten, aber sonst ist das Ganze natürlich wirklich jetzt so verbaut. Vor allem bei der Luftschleuse ist es ein bisschen kritisch, wenn wir da... Gut, wir haben natürlich zur Absicherung natürlich zur Absicherung noch eine Wand hier, beziehungsweise wenn die Tür zu ist, dann haben wir hier drin eigentlich den Druck immer noch. Auch wenn wir jetzt den aufmachen, haben wir hier noch immer eine Wand, die das Ganze stabil hält. Also das heißt, wir können immer noch das Ganze aufreißen, ohne dass wir irgendwelche Verluste haben. Warum ist denn der nicht gemacht worden? So, jetzt sieht das doch Ganze mal nicht schlecht aus. Außer dass jetzt meine Power natürlich wieder aufgebraucht ist. Und wir keine Platten mehr haben. Oh. So, wir haben ja hier genug Batterien. Wir brauchen noch ein paar Platten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. 1, 2, 3. Stopp! Sonst haben wir gleich mal kein Material mehr. Eiern haben wir noch 8 Gramm. So. Wunderbar. Hier wieder zumachen. Aber wir brauchen wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr als 8 Stück. So. Alles zu, alles geschlossen. Wir legen den mal hier hin.
Warum haben wir jetzt so kalt hier drin? Ne, so heiß hier drin. Aber es kühlt langsam ab. So. Wo haben wir die Kabel denn? Hier. So. Wir machen mal die... Genau. Und die Kabel nehmen wir nochmal. So. Weil jetzt müssen wir natürlich das Ganze noch so verbinden. Wir machen hier eine Gerade hin. Und noch eine. Und hier machen wir so einen Stern hin. Hier machen wir wieder gerade. So, hier machen wir wieder so eine Abzweigung hin. Wenn wir das schaffen. Na, wo ist er denn? Da. Und hier machen wir wieder gerade, gerade, gerade. So, wir sehen schon, jetzt haben wir Strom auf den Türen. Das heißt, sie funktionieren jetzt. Wenn man hier drauf geht, geht sie zu und wieder auf. Die Luftschleuse, die funktioniert natürlich jetzt momentan noch gar nicht. Wir haben hier noch zwei Anschlüsse frei. Einmal für die Blitzleuchte, die wir dann noch bauen werden, und einmal für die Leuchte, die wir dann noch bauen werden. So, wir gehen jetzt nochmal raus. Boah, hey, in dem Dings ist ja total eine Hitze, hey, unglaublich. So, und zwar haben wir, da drüben habe ich ihn gesehen, so ein Maker. Ja, gut. So, weil mit dem da können wir hier die Türen. Airlock. Außen. Bestätigen. Lüftung. Airlock. So. Airlock innen. Die benennen wir jetzt einfach auch noch um. Airlock Konsole. So. Den können wir nicht umbenennen. So. Wir benennen den noch um, weil der hat einen hässlichen Schmelzer. Und es ist mein Spiel hängen geblieben, oder wie? Darf doch nicht wahr sein, oder? Und das Struktur Autolate. Ich habe keine Ahnung, was Autolate heißt. Struktur Autolate. So. So. Wunderbar. Das nennen wir Airlock Ventil. Ja. 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 Haben wir alles beschriftet. So. Machen wir wieder aus. Schmeißen wir auch mal dahin. Und jetzt brauchen wir... Was brauchen wir denn jetzt? Hier die Diskette noch. Gasfilter Wasser. Ich weiß nicht, für was das da genau gut sein soll. Den Kabel nehmen wir jetzt mit. Die Glasscheiben haben wir hier. Ja, ja.
Ja, warte mal, die Kabel könnten wir eigentlich wieder hier hin machen. So. Jetzt gehen wir nach Batterie wechseln. So, und schaut mal an, die Temperatur hat sich auch wieder normalisiert hier drin. So. Wieso hatten die andere so lange gehalten und die jetzt nicht mehr? Wahrscheinlich, weil sie einen größeren Temperaturausgleich haben musste. Jetzt haben wir hier eine Leitung, die durchgeht. Ich habe eine Idee, wie wir dann die Sachen von beiden Seiten zumachen. So, jetzt haben wir hier noch ein Glas drauf und schauen mal, ob er Strom hat. Yeah, er hat Strom. Hier steht aber jetzt noch Error in Config, also Error in der Konfiguration. Das kann sein, weil wir haben noch nichts konfiguriert. So, Diskette rein, ist so quasi den Config Schalter und hier wären wir schon mal beim R-Log, also beim Mode Control Setup. Und zwar brauchen wir einmal, so, eigentlich müsste ich hier unten. Eigentlich brauchen wir mal einmal den R-Log außen, R-Log innen. Lüftung R-Log und dann brauchen wir noch den Gassensor. So, wir haben einfach Tür, Entlüfter und den Gassensor. Wir müssen dann noch dann umprogrammieren, wenn wir die Blitzleuchte haben. So, und der hat ja geblinkt vorhin. Wenn die Konfiguration fehlerhaft ist, blinkt er. Ne? Also, das heißt, okay, diese Konfiguration kann nicht funktionieren. Dementsprechend, zack. Aha. Er hat alle Komponenten, die er braucht. Blinkt nicht mehr gelb, sondern leuchtet grün. Somit ist die Konfiguration abgeschlossen. Diskette wieder raus. Und R-Log-Konsole funktioniert. Türen sind geschlossen. Wir versuchen das mal. Tür sollte zugehen. Genau. Er baut Druck auf. Nur wo kein Druck ist, kann auch kein Druck aufgebaut werden. Wir brechen das Ganze ab. Zack, Tür geht auf, Tür bleibt zu. So, wie kriegen wir jetzt quasi Scheiße. Scheiße. Ich habe die Diskette weggeschossen. Scheiße. Also wegschmeißen wollte ich sie ja, aber nicht. Shit. Wo ist jetzt die Diskette hingeflogen? Power low. Ich hoffe mal, die ist nicht irgendwie... Ah, scheiße. Ich hoffe, die ist jetzt nicht irgendwie weg. Scheiße! Wo ist jetzt die Diskette hin? Nein! Habe ich jetzt die Diskette hingemacht oder wo ist die Diskette jetzt?
Also im Block drin war sie nicht, ne? Oh, scheiße. Muss ich den unten noch wegnehmen, oder was? Mann, ist das doch jetzt doof, ey. Was für ein Bug. Ja, super, da seh ich hier gar nichts. Oh Mann. Habe ich jetzt die Disk gekillt, oder wie? Oh, nee, oder? Ja, die Airlock, die funktioniert ja zum Glück. Oh, shit. Das ist jetzt doof. Also die Airlock, die funktioniert, aber so nicht, weil ich habe jetzt Scheiße gebaut. Ich habe Scheiße gebaut. Fuck! Jetzt kann man es nie mehr abbrechen. Oh, zuerst die Diskette und dann... Oh. Diskette kann man ja wieder herstellen, aber... Oh. Anfängerfehler. Immer diese Anfängerfehler. Ja, die Airlock, die wird versuchen aufzugehen. Die wird versuchen zu Druck aufbauen, aber das geht nicht, weil kein Druck da ist. So. Ich weiß nicht, ob ich den Druck aufbauen hätte können mit der Gasflasche. Ich versuche mal jetzt was. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht wirklich gehen. Nein. Ah, ich habe die Airlock mal stillgelegt. Verbarrikadiert. Jetzt komme ich nicht mehr in die Base rein. Ja, gut. Da wir keine Atmosphäre mehr noch nicht drin haben, können wir das natürlich so machen. Ich weiß nicht, was der Emergency... Button bedeutet. Eigentlich sollte der Panik... Emergency Alright. Eigentlich sollte der Panik technisch dann eigentlich beide aufmachen. Jetzt hat er beide geschlossen, gesperrt. Hm. Hm. Naja, okay. Funktioniert ja auf jeden Fall wieder. So, jetzt machen wir hier noch schnell wieder dicht. So. Also schaut einfach, dass ihr zuerst mal den Druck aufbaut innen drin, bevor ihr irgendwie den Helm abnehmt.
Hey, bevor ihr, Low pressure. ja, ist ja gut. Bevor ihr hier irgendwas macht. So, wir nehmen jetzt mal den Power low. Den Sauerstoffkanister und bringen den mal in die Schleuse rein. Äh, So. So, Tür ist zu. Brechen wir gleich mal wieder ab. Können wir auch Strom sparen. Ich habe den Wälzer noch an, ne? So, bringen wir mal in den Raum rein. Und jetzt sollten wir eigentlich Druck aufbauen können. Ich wechsle noch schnell die Batterie, sonst haben wir die Frauenstimme wieder. So. Stromversorgung läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Aha. Aha. Jetzt ist geschlossen. Machen wir lieber auf, ansonsten funktioniert es nicht. Eigentlich braucht es den gar nicht. Da oben, der ist eigentlich spaßhalber eingestellt. So, wir wollen hier ein bisschen Druck aufbauen. Schauen nochmal schnell, ob alles noch zu ist. Das schaut nicht schlecht aus. Das ist auch zu. Das ist auch zu. Der ist aus. Na dann, wollen wir mal hier den Kompressor an, die Sauerstoffflasche aufmachen. Das ist eine große Flasche, die können wir dann irgendwann mal später noch ein bisschen einsetzen. Dafür brauchen wir aber noch das eine oder andere. So, das ist die Anzeige vom Tank. Der ist auf dem roten Bereich, das heißt, sie ist voll. Blau heißt, sie ist leer. So, auf der anderen Seite von dem Ding haben wir so einen Drehhahn. Wirklich cool gemacht. Das ist Zudrehen. Das ist Aufdrehen. Also wenn wir hier drehen, können wir sagen, wie viel das ausstoßen soll. Und hier sehen wir schon den Sauerstoff, der rausgeht. So, wir machen mal hier 200 Kilopascal. Und versuchen mal auf die 100 Kilopascal hier den Raum zu füllen. So. Jetzt wird der Raum mit Sauerstoff gefüllt. Wenn irgendwo ein Leck ist, sollte das Ganze auch im Raum drin bleiben. Oh oh. Jetzt ist der Sauerstoffgehalt aber rapide abwärts gegangen. So, auf jeden Fall 50 Kilopascal haben wir drin. 100 ist so die... Ist der schon leer oder was? Was ist denn der jetzt schon leer? Also wir hatten 7000 Kilopascal hier drin. Und die haben wir jetzt schon alle rausgejagt und haben genau eine Atmosphäre von 55 Kilo. Power low. Ja, super. Also wir brauchen Oxygen. Haben wir ja auf der Strecke gefunden. So. Wir nehmen noch eine als Sicherheit mit. So, ziehen den Gürtel an. Den werfen wir mal hier hin. Ja, das ärgert mich jetzt, dass wir... So, das Ohr stecken wir mal da rein. Das ist Silikon.
stecken wir mal dahin. Gold machen wir mal dahin. Kohle machen wir auch mal dahin. So. Voilà. Wunderbar. So, das Zeug soll eigentlich hier liegen bleiben. Silikon und so weiter, das hat keine Temperatur. So, jetzt drücken wir mal Dispatch. Da die Anzeige gelb ist, wird es nicht funktionieren. Wir bauen trotzdem mal den Druck ab hier drin, damit wir, wenn es changeln, wir quasi... Vielleicht geht's ja, aber eigentlich sollte das nicht gehen. Weil er braucht wirklich zum optimalen Laufen 100 Kilopascal. Und mit der Gasflasche konnten... Ne, es geht sogar auch mit so. Es geht auch mit so. Es geht auch so. So, jetzt, wenn wir uns die Stelle markiert haben, wo Oxygen war, dann finden wir das auch wieder. Hahaha. Irgendwo hier hinten war es doch. Aha. Eher nicht. Hier haben wir Silikon, wenn es mich nicht täuscht, und hier haben wir Oxygen. Genau, mit Oxygen können wir natürlich Sauerstoff herstellen. Das verdampft in meiner Tasche nicht, aber in einem Raum, wo über 0 Grad herrscht, verdampft das. Und wir nehmen hier mal so um die, wenn es geht, 100 Einheiten mit. Wir bohren uns mal hier nach unten. So. So, wunderbar. Ja, 100 kriegen wir zusammen. So. Bisschen mehr als 100 sogar noch. Ja, gut, das ist nicht schlimm, wenn wir ein bisschen mehr zusammenbekommen. So, Batterie haben wir ja eine dabei. So, wenn wir natürlich jetzt noch irgendwie Eisen würden finden. Eisen. Ach, das ist die Sonne, wo aufgeht. Hab mich schon gefragt, was das jetzt für ein Metall ist. Irgendwie getraue ich mich. Nicht hier nach unten zu laufen. Nein. Oh, hier haben wir Silber. Ne, Eis. Eis. Na, lassen wir das mal da liegen. Das ist auch Eis, aber das ist irgendwie der Abgrund des Todes. Ich bin nämlich mal in einer Testphase von der Erde gefallen, also vom Mond gefallen. Und das will ich eigentlich nicht nochmal machen, weil dann ist Game Over, da müssen wir neu anfangen. So, das ist auch so eine Volatiles, keine Ahnung was das ist. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. So, ich habe mich natürlich jetzt wieder total verfranst. Das ist Oxygen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Noch mehr Oxygen, also wir sind am Oxygenfleck. So, das sieht nach Oxygen aus. Auch Oxygen. Hier haben wir wieder das seltsame Material. Hier haben wir
sieht nach Silber aus. Ne, das ist Eis. Eis, Eis, Baby. To know, to know. Oh, ne. Wow! Immer noch Eis. Power critical. Ja, ist doch gut, Mensch. So, wir machen mal das Licht mal aus. Pressure critical. Uah, jetzt habe ich den Helm abgezogen, Mensch. Temperature critical. Ja, ja. Low pressure. Ja, ist auch gut. Hier haben wir Gold. Ne, Gold will ich eigentlich gar nicht. Hier haben wir Kohle. Ne, was? Silikon und Kupfer. Ja, Kupfer können wir immer gut brauchen. Das brauchen wir auch recht gut. Recht viel. Silikon eigentlich auch, aber... Ja gut, komm. Wenn wir doch gleich mal hier sind, nehmen wir doch auch gleich mal Silikon mit. Ich meine, wir könnten das ganze Zeugs ja stapeln in den Maschinen. Dementsprechend ist das ja kein Problem. Ja, wie man das Licht anmacht, geht nicht, ne? Das muss man wirklich hier im Menü auswählen. So, und Oxygen haben wir hier auch noch. Fast alles, was wir suchen. Ja, eigentlich suche ich Eisen. Silber suche ich noch keines. Kupfer ist auch nicht schlecht, wenn wir das finden. Eisen wäre mir noch lieber, weil davon haben wir nicht genug. Noch nicht genug. So, so, da haben wir noch... Ah, Kupfer haben wir ja schon genug. Gold, ich will kein Gold. Ah! Ah! Hier oben haben wir Eisen. Und zwar nehmen wir jetzt diesen Kupferblock hier hin. So. Und jetzt können wir eigentlich hier noch ein bisschen Eisen farmen. So, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Im äußersten Notfall schmeiße ich noch diese 4 Silikon-Einheiten weg. So, man kann eigentlich wirklich recht cool hier mit diesem Bohrer die Gegend abbauen. Also wenn man eine Unterbase will machen. So, jetzt ist es eingetroffen, was ich befürchtet habe. Suit damage. Scheiße, wieso habe ich jetzt Damage? So, dann werden wir das auch noch reparieren. So, Leck behoben. So, wir sammeln hier noch ein bisschen Kupfer ein, falls wir noch Eisen ein, falls wir noch was finden. Ah ja, da liegt ja noch. Ja, 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 ja. Nur noch ein bisschen Eisen und dann gehen wir zurück.
So. Ein bisschen Eisen. Kannst du wirklich eine schön gerade Strecke machen. Also schön geraden Boden und in den Berg hinein. Wirklich cool. Nur halt, wenn es dann weiter unten liegt, dann... Also, das kannst du irgendwie noch nicht auffüllen. Die Erde. So. Jetzt gehen wir... Wow. Vom einen in die andere Taufe. So. Wir gehen mal hier hoch und... Da geht sie unten nach unten, dann... Ah ja, ich habe sie gefunden. Die schimmert ja zum Glück noch so wunderschön im Sonnenlicht. Was für ein Glück für mich. Oder für uns. Ey, wenn das nicht so wäre, ich würde die Base nie mehr finden. Wirklich. So. Und da wären wir auch schon wieder am Ende der Folge. Wir gehen jetzt nochmal zurück und wir machen diese Airlock noch fertig. Weil wegen dem sind wir ja schließlich auch losgegangen. So, wir machen wieder Druckaufbau. Zack, hier sollten wir eigentlich 55 Kilopascal wieder bekommen. Ja, 54. Aber eben, der wird wahrscheinlich nicht auf die Norm kommen, die er muss können. Habe ich so ziemlich das Gefühl. Weil... So, wir müssen das mal abbrechen. So, Power Critical. Das trifft sich gut. Wir sind ja auch schon mal hier. So, 2 Batterien durchgelassen. Aber ist auch kein Wunder. So. Okay, die Batterie ist schon leer. Na super. Irgendwann werden wir jetzt keinen Strom mehr haben. Das Solarpanel, das ist noch nicht perfekt eingestellt, darum haben wir auch so schnell keinen Strom mehr. So. Wir nehmen aber trotzdem jetzt mal den Oxygen in die Hand und werden mal schauen, was passiert. Und zwar wird jetzt hier Oxygen gegeben. Wir können es auch hinlegen. Da sich der ganze Raum füllen muss, werden wir immer ein bisschen Oxygenabfall, also Kilopascal Abfall haben. So, wenn wir das rumliegen lassen, rollt das einfach so in der Gegend rum. Ich mache immer nur 50 oder so. Ja, genau. So, jetzt haben wir zwar 100 Kilopascal, aber wir verlieren ungefähr 6 bis 10 Kilopascal oder noch mehr. So. Aber beim nächsten Mal werden wir es hinbekommen. Werden wir mal schauen, bis die Luftströme hier weg sind. Dann haben wir 92 Kilopascal. Wenn wir hier jetzt in die Schleuse gehen, werden wir sehen, haben wir auch 92 Kilopascal. Es empfiehlt sich, die Schleuse offen zu lassen, weil dann ist die Schleuse mit dem gleichen Druck bekannt, wie du im Raum hast.
Ansonsten, ja, spielt es eigentlich gar keine Rolle. So, wir werden hier noch auf 110 Kilopascal gehen. Ja. So. Sind wir bei 104 Kilopascal. Und hier hatten wir wieder Kupfer gemacht. So. Jetzt sind wir bei 104 Kilopascal. Die Batterie ist sicher am Entladen. Meine auch. So. Ups. Zuerst die neue Batterie nehmen, bevor wir die alte Batterie rausnehmen. Ja. Gut. So, wir werden jetzt mal testen, und zwar in der Schleuse. Wir können jetzt quasi, hier sagen wir wollen raus, können hier drauf drücken, das System startet. Er baut den Druck ab. Der Druck wird quasi über dieses Ding in den Raum reingepresst. Und jetzt hat er 0 bekommen. 0, Zahlen sieht man nicht. Drum dauert das noch ein bisschen, bis das Ganze aufgeht. Und schwupps, die Tür geht auf, wir können raus. Wunderbar. Das Solarpanel ist noch nicht perfekt eingestellt, darum ist natürlich der Strom, was wir haben, auch sehr, sehr, sehr beschränkt. So, wenn wir jetzt wieder rein wollen, das zeige ich auch noch, oh, das wird eine Überlänge. So, dann können wir entweder, also wir haben jetzt zum Beispiel hier drauf gedrückt, um rauszukommen. Wir könnten hier drauf drücken, um den Prozess zu starten. Wir können aber auch hier bei der Konsole hier auf Cycle drücken und wir sehen, die Tür geht zu, der Druck baut auf. Über das Dings. Vielleicht sollten Sie das noch so machen, dass man dann wirklich von diesem Lüfter raus die, wie soll ich sagen, die Belüftung rausbekommt. So, wir sehen, wir haben 103 Kilopascal. Das Ganze ist nur programmiert auf 100 Kilopascal wahrscheinlich. Aus diesem Grund werden wir hier jedes Mal, wenn wir quasi die Tür aufgeht, wird hier noch ein Luftstrom sein. So. Den verfrachten wir eigentlich ehrlich gesagt mal dann das nächste Mal nach raus. So, das wäre also quasi den ganzen Ablauf von der Luftschleuse. So. Bringen wir das ganze Erz da hinten hin. Wunderbar, also, wir haben gesehen, die Luftschleuse funktioniert und damit sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ja, was machen wir beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal werden wir, gute Frage, nächste Frage, beim nächsten Mal werden wir, ja, mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Nächstes Mal werden wir noch einen Elektrolyser bauen, also Elektroprinter bauen. Damit können wir dann diese Blitzleuchte bauen und normales Licht und auch die Elemente für die Solaranlage und Solarpanels können wir dann noch bauen.
Genau, wir kümmern uns das nächste Mal um die Produktion von Elektrizität und so. Ja. So, mit dem Bild verabschiede ich mich. Bis dann, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.